Marius, vandaag is april de 1e, 2021. En dan moeten we met een café combat afgaan. Oh, mamma mia. Zo, vandaag dacht ik, we een beetje een geschicht vertellen. Dat handelt zich van een familie waar de vader die hadden zin. En den ze noemen we Paco. In die tijd, veel jaren terug, in Spanje, in Spanje, in Spanien, die noemen Paco, ja, zeer bekend, zeer beroemd. Viele families hadden ihr jong Paco genannt. Paco, dat is kort voor Francisco. En we gaan dus voeren zien, die kwam zeer slecht lang. Die zijn die weer zeer fragt en gostrig en grootvredig te zien voeren, een keizerspark verdienen. Dus dat was de Abend werd ella en een dag waren dan die jong, die wil je bloß niet den voeder zien rules oder gesagt zu houden, wat hij daar thuis had. En brelde zijn voeder zeer uit. En die voeder werd weer een leeftoelig. Die wiermde weer een goud. En maar die jong, die wilde niks van weten, die wilde bloß pakt op en de rand van thuis weg. En die voeder die weer het wat gebracht, die ging het zeer slaat. En dan stoot dan. Dus voeder die wist niet hoe die jong gebleven was. En dan, voordat dan in deze grote stad, waar ik geloof de jong wordt zijn haaien voor. Die stad dat weer Madrid, dat is een grote stad in Spanje. Nou, voordat er aan, en zeten zijn jong, en kon die niet vangen. En dan hij zal reinmeid. En hij is er bijna niet bij hem opgegeven. So dan blijft hij door een motel nacht, dat naast zich door Montana. Blijft hij door nacht, dan denkt hij zo, hij wordt dat in een pas erzaten. Dat hij zijn jong zeken deed, zijn jong Paco. So dan zat hij dort in een pas aan, schrijft hij door een pas aan. Ik heb die alles te goed gehouden en vergeeft. En ik zegene die. En ik loof die. En toen ging hij van huis in papa. Dus papa. Wordt er in de post ingesteld. So dan denkt hij zo, vielleicht wordt zijn jong de post lezen en dan wordt hij zich door aan trafen. Hij had er nog in de post gezegd, traf me dinsdag klok 12 op middag. Buiten voor die weer op Motel Montanas. En oké, dan denkt de voeder zo, dit wordt vielleicht schaffen. En we gaan, als hij dan is dinsdag klok 12 op middag uitgaat en zijn jong er is, dan zijn er 800 jongens, wat die noem Paco hadden. Die kwamen alle doorheen. Die zochten nu naar voeder, die wilden vegjäfung gaan. En die wilden de lijf gaan, wat das voeder zijn jong aangeboden had. En die Geschichte sagt nicht, als zijn jong de man geweest wäre nicht. Aber was noch sehr wichtig war, diese 800 Jungs, die haben alle den Namen Paco, die sind von weit breit gekommen, die haben in der Post gesehen. Das Vater, die sagt Paco, und die hat ihn dort alle vergift, was sie sehen getan hat. Und nu wollen die das selber haben, die wollen Vergebung haben. Sie hoffen alle, das wird sein Erfuder gewesen. Und was wir davon lernen können, ist, so viele Menschen, die haben gesündigt und tun alle Tag und Praxis auch, merken alle Tag Fehler. Und dann vierten schlafen wir uns noch mit allen Sorten Sünden rum, ein Tag und anderen, und wir haben uns vielleicht verbessert gehen, irgendwem, und wir wollen Vergebung haben, aber wir denken vielleicht vierten, das ist zu groß. Ich habe zu viel Sünden getan, Gott wird mir nicht vergeben, aber weißt du, das ist aus der Zeit, wenn wir Ostern feiern, was tun wir Ostern feiern? Wir uns daran, ich würde sagen, wir uns erinnern, was Gott für uns getan hat. Gott hat seinen einzigen Sohn auf diese Erde abgeschickt, dass er für die und für mich Kreuz genäht wird. Und er hat all unsere Sünden auf sich genommen. Wir dürfen uns durch mit der Raum schlagen. Denn Jesus ist der einzige Weg, wo wir selig werden, oder wo wir uns hart alle Sünden raufnehmen. Die schmeckt ja mehr nach, wo es am tiefsten ist. Dann können wir davon frei sein. Ich, ob du, alle, kein Menschen gesagt, kein Prediger, kann Jüd am Himmel bringen. Und sterben hat für alle, das weiß wir. Und
Jesus sagt selbst, den einzigen Weg, wo wir können am Himmel kommen, ist durch Arm. Kein anderer Weg. Wir sind so viele Religionen in dieser Welt. Einer sagt so, und einer sagt so, und einer muss das verdeuten, oder wie man das hier sehr schlagen hat. Vielleicht haben wir durch den Himmel lernen, dass alle verdammt hat. Wir können für frei bei Jesus uns das an. Und der Vater, Gott ist uns himmlischer Vater, der segnet uns. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich habe Jünd gewählt. Die haben mich nicht gewählt, ich habe Jünd gewählt. Jesus will haben, dass wir alle nach unserem Himmel kommen. Sofern sind einer dort, du hast Uneinigkeit in der Familie, oder mit Geschwister, oder ich kann, was Brüder, die haben sich für Jahre und Jahre, wie die sich modal geworden, ist es dort für Jahre und Jahre, immer sich nicht liegen können, immer im Stich gegangen. Und die haben das übereingemerkt, und so sind es noch viele, ich kann noch andere Familien, die kommen nicht mehr mehr taub, die sind sich so uneinig. Und weißt du, was ist so wichtig, wenn wir diese Welt nicht allein kommen und dort reich merken, am Himmel wollen wir nicht. Am Himmel wird kein so Ding sein, dass ich kann die nicht lieben, oder das ist ein ammerlicher Mensch, oder wir wollen alle sein, am Himmel zu kommen, ist nicht so? So, du und ich, wir alle, wir kennen das. Wenn wir dort annehmen, was Jesus uns anbieten hat, diese Ostern, schau dort wahr sein, heißt gestorben für uns und deshalb abgestorben. Das hat den Tod gewonnen. Wir können durch alle leben. So, wo wir wollen die Ewigkeit vollbringen, dort ist ab zu uns. Im Himmel oder in der Hölle. Den Scherb muss jeder einer merken. Und wenn wir andere Menschen Mut sprechen und Mut geben und daran denken, dass gerade wo wir sind, was wir getan haben, wir können alle Vergebung haben von Jesus. So, ich möchte Ihnen alle eine schöne Ostern wünschen und möchte Gott Ihnen segnen und wer wir allein kommen, wer wir allen gut sein. Ich ja, du auch, alle. Was halt nicht bloß rangehen und verdrießlich sein und grunzen und negativ sein. So, wer wir mal probieren, positiv zu sein. Das ist nicht einmal leicht, mir wollen es erst nicht. So, von Stuttgart, Manitoba, hat eine schöne Ostern. Halle, die Kaffee schmeckt von der wirklich schön.